Heute machen wir feines Spargelrisotto mit grünen Spargeln. Jawohl. Was braucht es dazu? Wir brauchen Olivenöl, Butter, Zwiebel, Risotto-Reis, Ja. Spargel, feine Bouillon, ein bisschen Käse, Herdöpfelgewürz und Steckhauspfeffer. Freue mich. Bis Ja, nachher. bis nachher. Danke. Schälen wir auch wenn sie jetzt schon sehr zart anfühlen, sind super frisch. Aber ich nehme hier das Material auch und daraus machen wir eine Bouillonbasis. Das hier, alles was wir hier rausgeschnitten haben, nehmen wir für den Bouillon. Und dazu nehmen wir Bouillon selber vom Stedi, mische ich wirklich da rein und die mache ich jetzt auf dem Herd. Und jetzt das hier schneide ich so schön ein bisschen schräg. Die Spitze lasse ich noch und das kommt hier auf dem Dampfkorb. Die Spitze brauchen auch weniger lang, die lege ich oben drauf. Decken wir das zu und dann kann ich mit dem Reis anfangen. Olivenöl rein, Zwiebel, ist gefriert getrocknet, also 10% nehmen von das, was wir bei frischen Zwiebeln nehmen würden. Die Spargel wollte ich jetzt nur so ein bisschen vorkochen, lasse ich kurz hier. Bouillon ist jetzt bereit. Dann kommt der Reis hier rein. Beim Risotto ist so eine Sache, man muss wirklich viel rühren. Also so mal hier, dass überall Olivenöl in diesem Reis ist. Und jetzt, die ersten zweimal, kann ich wirklich genug Bouillon reintun, weil ich weiß, es wird nicht so schnell anbrennen. Dann gebe ich hier zweimal und wieder rühren, 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 rühren. Jetzt kann ich schon wieder Bouillon reinmachen. Also die ersten zweimal, wie gesagt, darf viel sein, auf einmal. Aufpassen. Und ich sieble jetzt kurz, weil ich am Schluss hier wirklich sehr viel Ansatz habe und das will ich nachher nicht in meine Risotto rein haben. Habe ich hier. Das Rühren nicht vergessen. Was ich jetzt machen werde, ist wirklich mehrmals jetzt immer wieder Bouillon dazu geben, rühren, warten, bis das ganze Bouillon verdünstet ist. Da sieht man gut, wie jetzt anfangen so Löcher zu machen, als würde wie ein bisschen so atmen. Und wenn es so ist, dann kann man nochmal Bouillon geben. Die ersten zweimal bin ich mir sicher, es verbrennt nicht. Jetzt gibt es schon wieder die Löcher, ich kann weiter rühren. Also jetzt ist hier der Bouillon wieder weg. Geben wir noch ein bisschen dazu. Die sind schön, so die 3 Spitzen weg. Und jetzt mache ich die Spargelteile hier rein. Gebe ich jetzt in Bouillon ein bisschen Herdöpfelgewürz dazu. Wirklich mit dem Feinstreuer da. Jetzt würde ich sagen, es ist auch Zeit, dass wir die schöne Größe Spargelköpfchen hier eingeben. Die 3 lasse ich noch für auf dem Teller. Und jetzt vom Gefühl her geht hier wirklich nicht mehr lang. Da lassen wir jetzt schön hier kochen. Hole ein bisschen Steckhauspfeffer. Ich gebe noch ein bisschen Bouillon, aber nicht mehr viel. Also ich habe nicht alles gebraucht. Gebe ich ein bisschen Butter dazu, zudecken, abstellen und nachher probieren. Schau mal, ich habe vorher noch keinen drauf gehabt. So, ein guter? Ein guter. Ja, so zufrieden oder? Ja, nein, ich finde es super. Ich finde es super. Also ich mag die Rezepte, ich liebe Spargel. Ich freue mich, dass es jetzt wieder Spargel gibt. Ja, ich würde nur sagen, probier auch selber die Hai. Ich nehme jetzt aber nur das Köpfchen. Ja, machen wir. Wenn schon da hat, machen wir beide. Schau mal, ein riesen Kopf.